Servus. Ja, das, was ich euch heute sage, das wird einige verwundern. Und der Aufschrei wird vielleicht da sein bei manchen Leuten, weil das Ganze geht um einen Klassiker, ein Buch, wo viele Leute sagen, das ist eines von den besten Stories, was es gibt überhaupt in der Literatur. Und jetzt muss ich halt einfach ehrlich sein und sagen, mir hat es nicht taugt. Und zwar geht es heute um The Hobbit. Der Hobbit, das Buch, ich habe es gelesen und mir hat es nicht taugt. Und ich möchte euch auch sagen, warum. Bei der Hobbit muss man erst einmal wissen, eigentlich konzipiert ist das als Kinderbuch. Das Buch geht ziemlich straightforward, also das beginnt damit, dass sie alle Beteiligten treffen und dann ausmachen, sie haben ein bestimmtes Ziel, Drachen töten, und der Drache wohnt weit, weit weg und es beginnt eine Reise. Also nichts ist da twisty oder irgendwie, dass das nicht von Haus auf klar war, wie es abläuft, sondern die Geschichte ist ziemlich, da sage ich mal jetzt simpel, weil, wie gesagt, es ist als Kinderbuch eigentlich konzipiert worden und so geht es auch durch. Es beginnt praktisch ganz einfach mit der Erklärung, wo man von Anfang an schon genau weiß, wo geht es hin. Und dann beginnt eben diese Reise. Diese Reise hat Abenteuer natürlich, das ist ganz gut gemacht und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern kleine, spannende Episoden, verschiedene auf der Reise, die sind ganz cool, aber das ist, wenn man es so sieht, zieht es doch ziemlich gerade durch und das hat mir jetzt nicht taugt. Und was mir dann auch überhaupt nicht taugt hat, war der Schluss. Ich weiß nicht, wie weit dass ich euch jetzt spoilern soll, aber ich glaube, ich sage es euch einfach, weil die meisten kennen die Story oder haben den Film schon gesehen. Und wenn man das Buch liest, wird man sich halt noch viel mehr bewusst, weil man ja doch länger damit beschäftigt ist, was da passiert. Und was passiert schon zum Schluss? Also, durch einen Zufall kriegt der Hobbit da mit, dass eben der Drache eine verwundbare Stei hat. Und durch den nächsten Zufall verzeiht er das einen und wird dabei belauscht von wieder wen anders, der das dann zufällig ganz woanders, wem anders verzeiht. Und dann ist es am Schluss so, dass die ganze Truppe, die den Drachen besiegen möchte, sie aufmacht, den Drachen dann einmal zum Finden überhaupt und zum Suchen, damit sie überhaupt einen Plan machen kann, dann wirst den Drachen vielleicht irgendwie besiegen. Und wo es dann da hingehen, stellen sie fest, der Drache ist weg. Also es stellt sich dann raus, der Drache ist ganz woanders hingeflogen, was mit der Story eigentlich nichts oder fast nichts zum Tor hat. Eine andere Stadt, die wollte der Drache niedermachen aus einem Grund, wie gesagt, das hat mit unseren Leuten, die den Drachen da verfolgt haben und umbringen wollen, gar nichts zu tun. Der Drache fliegt ganz woanders hin, ein ganz anderes Ziel, nichts mit der Story zum Tor. Und durch diese Verkettung von Zufällen, wo wir vorher gesagt haben, zufällig hat der Hobbit erfahren, dass er eine verwundbare Stelle hat, zufällig hat es wer anders gehört, zufällig hat es der weiter verzeiht. Und zufällig hat es noch einer gehört, genau aus dem Dorf, wo jetzt der Drache hingeflogen ist, dass er die da vernichten tut. Und eben da dieser eine, der wo die verwundete Stelle kennt, bringt den Drachen dann um. Unsere Protagonisten von der Geschichte, der Hobbit und seine Zwerge und der Zauberer, die haben damit nichts zu tun. Der Drache ist dann einfach tot, weg, weil er ganz woanders gestorben ist und nach etlichen Tagen stellen halt dann die Leute aus der Geschichte das auch fest, dass der Drache tot ist und damit ist dann gut. Und da muss ich sagen, was ist das für ein Ende? Was ist da so toll dran?
Du hast praktisch einen Hauptfeind, um das geht in der ganzen Geschichte, für den eine Riesenreise da ist und wo man am Schluss nicht weiß, wie man ihn umbringen soll. Und dann braucht man nicht umbringen, weil er fliegt weg und wer von wem anders erledigt. Das ist ja aus meiner Sicht für so einen Klassiker schon ganz schön dürftig. Also vielleicht können da andere Leute was anders neu interpretieren, wie jetzt ich vielleicht sage, aber aus meiner Sicht ist das ganz dürftig. Der Schluss, das ist wirklich nicht meins. Und darum von einer langen, ziergerten Geschichte, die sich dahin zieht von Abenteuer zu Abenteuer. Nicht alles ist schlecht, das will ich nicht sagen, es ist schon ein bisschen eine Spannung auch dabei. Aber es ist halt eine Reise, da, wo sich die kleinen Abenteuer so aneinander reihen. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Und wie ich gesagt habe, es ist überhaupt nicht irgendwie verworren oder überraschend, sondern es geht immer so dahin. Und am Ende stirbt der Hauptfeind irgendwo anders, abseits von unseren Helden, zufällig, und dann ist das Abenteuer aus. Also das hat mir jetzt gar nicht taugt, muss ich sagen. Es kommt dann nur so, nachdem der Drache tot ist, ein bisschen was über Streitereien untereinander, wie dann das aufteilt wird, weil der Drache hat auch einen Schatz besessen, und das ist vielleicht noch ganz nett am Schluss. Kaum haben sie den Schatz, schon fangen sie alle miteinander zum Streiten und es dauert ziemlich lang, bis sie sich wieder einig werden. Das ist vielleicht ein bisschen lehrreich, was die Gier von den Menschen angeht oder generell die Gier angeht. Da kann vielleicht ein Kind was lernen. Das andere ist eigentlich nicht lehrreich, das muss man auch sagen. Wenn das ein Kinderbuch ist, ich finde das nicht lehrreich, wenn man ein Kind lernt, nimm es auf mit jedem unüberwindbaren Feind, geh da drauf zu, sei mutig, sei optimistisch, weil wenn du ganz, ganz viel Glück hast, stirbt dieser übermächtige Feind, gegen den du keine Chance hast, ganz woanders, und du hast die Ruhe. Also wenn das eine Lehre ist für ein Kind aus einem Buch, dann weiß ich es auch nicht. Fassen wir es zusammen, kurz und bündig, man kann es lesen. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die diesen Klassiker vielleicht lieben, aber mir hat es nicht gefallen und ich tat es nicht mehr. Okay? Dankeschön fürs Zuhören und pfiat euch.